Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Film läuft. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt von Shift zu liken und zu teilen. An dieser Episode geht es um den neuen Sci-Fi-Film Ad Astra. Ob dieser Film am Sci-Fi-Genre neue Grenzen setzt und ob das mit diesem Film in der Halle geht, das sieht alles hier bei Film läuft. Bei Ad Astra geht es um den Astronauten Major Roy McBride, den sich vor allem dadurch auszeichnet, dass bei seiner Arbeit immer höchst konzentriert und ruhig bleibt. Mit privat ist er überhaupt nicht so souverän. Bringt es nicht fertig, zu anderen Personen eine Bindung aufzubauen. Für 30 Jahre hat sich sein Pap Clifford McBride auf die Mission gemacht, intelligent außerirdisch Leben zu finden. Mit nur langer Zeit ist der Kontakt von Clifford und seiner Crew aufgebracht, die momentan um den Neptun gekreist sind. Mir 30 Jahre mich spät geht der dabei von elektromagnetischen Stürmen geplot. Aus dem Verdacht heraus, dass die Stürme mit der verloren ergangenen Mission kämen zu denen hun und Behörden sich um den Roy gewandt. An denen hin mat, dass sein Pap eventuell noch umleben ist und eventuell auch mit den Stürmen zusammenhängt. Also soll hin sich auf den Weg auf den Mars machen, für von da aus können eine Nachricht und sein Pap zu senden. Ob der Roy mit den Behörden zusammen schafft, aber was wirklich schon nach den Stürmen stößt, das sieht alles am Kino bei Ad Astra. Also Ad Astra wird definitiv die Meinung von den Spektateuren sprechen. An der Film ist schon mal definitiv kein Feel-Good-Movie. Das sind schon mal zwei Sachen, die sich unbedingt muss bewusst machen, ihr den dieser Film gucken geht. Als erster Punkt muss ich mal sagen, dass der Film verdammt gut ausgesehen. Und das mit seinem Budget von 90 Millionen am Sci-Fi-Genre mal gar nicht so einfach. Wir werden ohne zu viel zu verraten ein paar richtig spektakuläre Bilder werden. Aber die Optik ist ja bekanntlich nicht alles. Geschichtlich gesehen gedenken wir eine immens düstere Story abgedischt. Und zwar dreht sich für eine Amtgeschichte um die Beziehung zwischen dem Jungen und seinem Pap. Und der ist mal harmlos ausgedrückt ziemlich kompliziert. Weil an diesem Film gibt es so Themen wie Bindungsangst, Trauma oder auch Depressionen behandelt. Somit geht die ganze Weltraumthematik eigentlich nicht mehr Mittel zum Zweck und thematisiert eigentlich etwas ganz Ernstes. Und das ist ein Punkt, der wahrscheinlich nicht direkt gefallen wird, weil der Film verbreitet eine immens melancholische Stimmung. Mir persönlich hat der Film aber ziemlich gut gefallen, weil für allem aus das etwas, was ihr nicht all daran im Kino zu sehen kriegt. Auf weil der Film dann noch eine Story bietet, den ihr nicht wirklich erwartet wird. Als schauspielerisch gesehen bringt das heute Brad Pitt für mich auch ziemlich gut auf den Punkt. Der spielt Roy McBride und hier weist drei Seiten, die ihr nicht allzu oft von ihm auf Filmen gesehen wird. Auf allem gehen heute die Bindungsangst und die Depressionen immens lebhaft von ihm durchgestaltet. Auch noch den Tommy Lee Jones weist sich herum von seiner besten Seite. Also Cast gilt den am Ende eigentlich nicht viel auszusetzen. Mehr kleine Kritikpunkt tun ich aber noch. Und zwar müssen noch ganz viele Szenen, Situationen noch ein extra erklärt gehen. Wo auf viele Plätzen einfach nicht mehr gegen durchgehen, den Moment wirken zu lassen, müssen hei Gedanken noch immer ein hart ausgeschwärzt gehen. Und ohne das wäre viele Szenen noch viel mehr emotional gehen. Mir leider ist das nun so eben gesagt gehen. Mein Dealbreaker ist das nicht unbedingt, mir trotzdem steuert das Platzeweise. Mir trotzdem hält der Film mich mit seiner Story und mit seinen Charakteren permanent bei der Stange. Und als mit seinen knappen 123 Minuten mal zur Aufwärtslung relativ kurz im Vergleich zu all denen 3 Stunden Epossen, die man in letzter Zeit hatte. Mehr braucht der Film auch nicht. An seinen 2 Stunden hat der Film alles erzählt, da lese auch kein frohe mir ab. Also genau richtig. Also für wen ist der Film da etwas? Also wenn ihr los Sci-Fi-Blockbuster wärt wie Interstellar oder der Marsianer, ja da kann der eventuell enttäuscht gehen. Mehr, wenn der mal etwas Ernstes am Sci-Fi-Genre Welt gesehen und er ein bisschen eine melancholische Stimmung will bringen, ja da kennt Ad Astra tatsächlich etwas für euch sein. Schlussendlich kann ich sagen, dass der Film den ein oder den anderen Problem hat. Mir ändert im Strich war ich 2 Stunden lang von Ad Astra komplett in der Halle. Was so dir? War dir Ad Astra schon gucken, aber wie hat dir gefallen? Erzählt mal dann in die Kommentare. Aber ich schon am Anfang gesagt, denkt wann schlift dran, wann euch dieses Video gefallen hat, zu liken und zu teilen. Und an dem Sinn verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Ad Astra. We're approaching Mars. Spacecom believes my father is responsible. We're doing big things up here, real big. What did he find out there in the abyss? The enemy up here is not a person or a thing. It's the endless void. The world awaits our discovery, my son.